Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier mit dem Trevor bei den Docks unten, also ziemlich am Popo von Los Santos kann man sagen. Und wir gehen jetzt zum Floyd und machen dort die nächste Mission. Für alle, die oh, wir kriegen das Telefon über. Who the fuck is this? The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London and Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. Oh, okay. Wir müssen ins Lagerhaus, wir müssen jetzt zum Michael switchen. Okay. Dann kann ich nicht das machen, aber okay. Oh, die Mission. Die Mission ist das. You gotta quit that shit, man. Yeah, I know. I take speed mostly, and look at me. Boom! Best shape of my life. Yeah. Yeah, I could still take you, sugar tits. That's because you're fucking deranged, not because you're in good shape. Hey, why don't you stick to doing fucking crunches and feeling bad about yourself, all right, pork chop? Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Yeah. Jesus. Just said the same fucking thing to my wife. You see his face that last time I popped him. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You back there. I know you, but you I don't know. Yeah, well, until I see a reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? This. Please, keep this sleep bastard away from me. No, Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. This is Michael, and this is Trevor. No, Now, our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please, sir. You know about the Azerbaijanis. Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP. You know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know, did you tell them, and what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? Hey! Whoa, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockford Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Wait. No. You get to work, and I'm not here. The guy's your neighbor. Caesar's Place, Rockford Hills. Okay, gut, das ist die Folge, oder beziehungsweise die Mission, muss ich sagen, die ziemlich brutal ist. Und ich habe die auch in der letzten Let's Play-Serie von GTA 5 habe ich die rausgeschnitten, weil ich weiss nicht, wie YouTube zu so einem Content steht, weil dort wird ja der eigentlich recht, ja, wie soll ich sagen, ja, einfach, ja. Ich weiß gar nicht, was ich soll sagen. Es ist einfach eine sehr, sehr harte Mission. Ich glaube, ich sage mal so, wenn ihr das Wetter seht, dann schaut vielleicht irgendwo anders ein Let's Play, wo da nicht rausgeschnitten wurde ist, oder spielt es selber. Gut, die meisten kennen ja die Mission wahrscheinlich. Also, ich meine, jeder hat schon GTA 5 gespielt, nehme ich jetzt mal an. Und wenn nicht, dann haben die einfach irgendwie etwas verpasst im Leben.
Aber eben die Folge, oder beziehungsweise, ich sage immer Folge, die Mission ist sehr, sehr brutal. Und darum tue ich das dann auch nachher wieder rauscutten, weil ja, eben das ist too much. Einfach too much. So, wir gehen jetzt zu den Rockford Hills, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Zu einem Apartment, glaube ich, oder so. Und wir suchen ja jemanden, wo wir müssen, auch wieder umnieten, wie immer in diesem Game. Wir müssen immer Leute umbringen. Wir sind aber auch hier eigentlich wirklich bei diesen FIB-Typen eigentlich wirklich nur die Hampelmänner und die Drecksarbeit machen sozusagen. Und wir sind jetzt mit dem Michael unterwegs hier. Er ist dann schlussendlich der Attentäter und der Trevor ist der die Informationen beschaffen bei dem Typi, der scheint einfach nur Hi-Fi und Audio-Zeug vertickt. Heieiei, ich kann wieder heute nicht fahren. So. Uiuiui, aber und jetzt müssen wir da links und dann sollten wir eigentlich da gerade bei unserem Ziel sein, genau. The man who killed Michael Townley. This is bullshit. This place? Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay. You sure you don't silence him just to make sure? We're silencing someone. We're silencing the right someone. Get me another address. Can I get you anything? Hey, you want a coffee? So, also ja. Aber das tun wir rausschneiden. Wir sehen uns gerade nach dieser Szene. So, also, ups, jetzt geht es am nächsten Spot. Hauptsache der Davey hat eine Sonnenbrille an, obwohl das eigentlich Nacht ist, aber er macht einen auf Gangster. Oder auf Bad Cop. Und ja, wir fahren jetzt zum nächsten Spot her. Und falls euch jetzt wundert, was ich jetzt gemacht habe bei dem Typi, also eben wo man muss foltern. Ja, ich habe mal ein bisschen unter Strom gesetzt, sozusagen. So, also wir sind jetzt gerade dort, das ist ja gerade da vorne. Das ist in dem Malibu ähnlichen Gebiet, sage ich jetzt mal, von Los Santos. Das ist auch noch ein cooler Spot hinten. Der Fahrer, yes. This'll do. Alright. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijan for all I know. What's one look like? They look Eastern. So, also wir müssen hier einen Typ suchen. Aber ich glaube, der ist da gar noch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, sie sieht eben gar noch nicht. Oder ich glaube, der dort hinten ist es der dort. Sollen wir auf den schiessen? Ich glaube, der ist es. What the hell? That was the guy. I had a feeling. It'll check out. Well, we've got him. It's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now, I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Let's go. Come on. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. Come on. Just torture me. Don't ask too many fucking questions. Let's go. Get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, for fuck's sakes. Come on. Let's go. All right. Now you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh,
Safety first. So, okay, gut, wir haben es geschafft. Wir haben nur müssen tasern, also so einmal tasern die jetzt. Und wir wollen hier noch mehr foltern. Aber er hat also wir haben jetzt einen richtigen Typ abgeschossen. Weil ich habe noch im Kopf gehabt, wie er aussieht. Darum haben wir hier nicht müssen weitere Massnahmen ergreifen. Jetzt fahren wir noch zum Flughafen. Und danach haben wir hier die Mission auch schon wieder bestanden. Und dann machen wir halt dann einfach in der nächsten Folge Mission mit dem Trevor, wo wir... Scheiße. wo wir da falsch abbiegen. Nein, wo wir dann nachher zum Floyd gehen dort. Und das sind ja dann nachher so die Vorbereitungsmissionen für den nächsten Heist. Run! You're free! But my family's here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, alright? Now look, trust no one, alright? You're alone now. Really? Yeah, really, now let's go. Fuck off! Come on. So, okay, dann haben wir ihn hier erfolgreich abgeliefert. Der Zahl muss raus, ja, gut. Das ist legal, ja. Gut, ich habe natürlich jetzt Gold bekommen, weil ich natürlich halt diverse Sachen übersprungen habe, beziehungsweise ich nur gerade schon gewusst habe, dass ich abschiessen muss. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man GTA schon ein paar Mal durchgespielt hat, würde ich mal sagen. Gut, dann wäre es mit der Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr würdet das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!